So, herzlich willkommen zu einer neuer Folge Aktivitäten mam Chris am Busch. An Haut beschäftigen wir uns vor allem mit Zapfen. Wie der bestimmt mitgekriegt wird, als das Jahr leider kein Olympiad zu Tokio, die geht nächstes Jahr richtig gemacht. Da wenn du nicht mal gedacht, dir könnt der eigene Zapfen-Olympiad bei ihr am Busch machen. Was ist eigentlich so ein Zapfen? Mal so ein Zapfen, den fällt von einem Baum, und nicht von irgendeinem Baum, mehr in dem Fall von einer Fichte. Es gibt aber auch noch andere Bäume, wie den oder die Lärch, die haben auch Zapfen. Was machen die Zapfen? Die Zapfen die helfen den Bäumen, sich Führung zu pflanzen. An den Zapfen ist nämlich den Samen verstopft, aber wenn ihr ganz genau guckt, da seht ihr, den heuen Zapfen, den ist schon ab. Da sind die Schuppen schon abgegangen, das heißt, da hat schon der Samen angefangen rauszufallen. Aber bei den Haien, da seht ihr ganz gut, du hast recht einen Teil ab, an den anderen Teil ist noch zu. Die Zapfen gehen vor allem bei gutem, dreschendem Wetter ab, weil sich dann der Samen am besten verbrät und dann man Wand auch matt gedroht wird. Wenn ihr ein bisschen seht, da fand ihr bestimmt am Busch auch einen Zapfen, den ausgesät wie der Hai. Wenn ihr gut guckt, fehlt schon Talschen vom Zapfen, an den ist am Anfang schon von einem Tier gefrupst gehen, und zwar von einem Kaffeeschälchen. Wenn ihr gut guckt, hat es nämlich Hai das Bausen aufgepasst, weil es nämlich da in der gute Samen wollte, die Banne verstopft war. Wir kommen zu unserer ersten Disziplin bei unserer Zapfen-Olympiade, und zwar ist das Zapfen werfen oder Zapfen kicken, je nachdem, was ihr benutzt, für die Zapfen zu werfen. Und zwar geht das so. Ihr seht, ich habe schon so ein weißes Durchbrett gelöscht, das ist nämlich am Anfang mein Platz, da will ich meinen Zapfen drauf schießen. Die könnt aber auch einfach so ein Areal mit Äst oder so selbst markieren. An der ersten Phase, erst rund, hole ich mir 5 Zapfen, und mein Ziel ist es, so viel wie möglich Zapfen auf der weißen Platz, da hinten auf dem weißen Tuch zu platzieren. 4 von 5, gar nicht so schlecht. Ich habe doch auch noch relativ nah bei meiner Startposition gemacht. Die könnt aber auch durch weiter nach hinten regeln, wenn es dir zu einfach ist. Weiter geht es mit Variante Nummer 2, heißt Zapfen kicken. Wie Kicker schon seht, probieren wir es nur am Fuß da auf die Platz zu kriegen. Wünsch mir Glück. Hey, wie du gesehen hast, 2 Hunde getroffen. Einen dicken Applaus für mich, wenn es klappt. Und ich hoffe, du triffst dann natürlich mehr wie ich. So, für die nächste Disziplin sind wir hier aus dem Busch ein bisschen rausgegangen. Die könnt ihr natürlich auch am Busch spielen, das ist wieder den Lob der Kamera besser gesagt. Ihr braucht 5 Zapfen, die Zapfen verteilt ihr auf einer Flasche. Und ihr braucht auch 5 Zapfen, mit denen ihr könnt schießen. Ziel von dieser Disziplin ist es, die anderen Zapfen aufzuschießen. Wenn ihr den Zapfen aufschießt, dann kriegt ihr den Zapfen für sich und dann kriegt ihr dementsprechend auch einen Punkt. Ihr könnt auch noch mehr Durchgang spielen und gucken, wen noch die meisten Zapfen gewonnen hat. So, wenn ich richtig gezählt habe, da waren das 3 Punkte in dem Fall für mich und Lowe der nächsten Person. Das war doch schon mit dieser Disziplin, weiter geht mit der nächsten. Die nächste Disziplin heißt Zapfentransport. Und für zu transportieren braucht man sich mal einen Arsch mit einer Gabel. Das heißt, ein Bengel, wo nur 2 Äste auseinandergehen zum Schluss. Ich gucke mal, ob ich den finde. Tada! Wenn ihr bis ihr Bengel gefunden habt, dann könnt ihr den als Transportmittel benutzen für euren Zapfen. Das heißt, ihr legt einen Zapfen für drauf. Genau so. Und dann ist das Ziel für den zu balancieren, ohne dass er hochfällt. Da gibt es mehr Möglichkeiten. Ihr könnt entweder einfach so durch den Busch mal probieren, ob ihr ihn überhaupt könnt balancieren, oder die holt ihr eine gewisse Distanz und ihr guckt, wen während sagen wir mal 1 Minute oder 3 Minuten am meisten Zapfen von der einen Seite auf die andere Seite balanciert kriegt.
Oder Dir mat datselwicht van die Stadt ze einfach ass an Dir bau Di Parcours mat Slalom, Driverklammen, drënner krauchen, wéi jo rëmmer. Ja? Da sind ihrer Fantasie kein Grenze gesat. Dat wäre doch schon mal die Aktivität für haut. Ich hoffe, du hast genauso viel Spaß wie ich. Wenn du willst, kannst du natürlich noch eine ganz Reihe anderer Disziplinen bei den egen Olympiad dabei erfahren, die du da kannst mit deinen Geschwistern oder deinen Eltern zusammen am Busch probieren. Wir sehen uns nächstes Mal. Das war der Chris und bis dann.